Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch-Kurden. Jetzt Kasperl. Ja, jetzt fast schon wieder einen Monat her, in dem ich nichts von mir habe hören lassen. Leid, ganz ehrlich, es ist nicht viel zum Berichten. Das letzte waren diese TikTok-Videos Ende November, wo Rainer den guten Herrn Solmecke und den Dingens hier dumm angemacht hat, hier den Unge. Was ist passiert seitdem? Ich bin auch nicht mehr so heftigst auf dem Laufenden. Ich bin jetzt nicht in irgendwelchen großen Social Media Geschichten oder sonst irgendwas drin. Dementsprechend schaut das bei mir infomäßig relativ mau aus. Aber es gibt ja eh nicht viel zu berichten. Die Sachen, die berichtenswürdig sind, irgendwie, und wenn es ein bisschen länger dauert, zackert das zu mir durch. Eigentlich wollte ich das Video schon vor ein paar Tagen machen. Denn es ist euch vielleicht aufgefallen, dass in letzter Zeit mal wieder eine Großoffensive auf YouTube gestartet wurde gegen diverse Hater-Kanäle. Vor allem, aber nicht ausschließlich gegen Restreamer und Reuploader. Es gibt diverse Gerüchte, was jetzt da genau los ist. Ist es Rainer selber? Ist es nicht Rainer selber? Ist dann vielleicht diese Produktionsfirma, mit der er da diese Doku plant für Netflix? Ich weiß es nicht. Zweiteres scheint mir plausibler zu sein. Zum einen, wenn die jetzt irgendwie die Rechte an seinem Bildmaterial haben, sind die organisierter, kennen sich besser aus mit dem ganzen Schmarrn, um da praktisch effektiver dagegen vorzugehen. Da flattern dann die Anwaltsbriefe raus. Das kostet nicht viel. Anwaltsbrief schicken lassen, wäre für Rainer schon wieder irgendwie so ja, im hohen dreistelligen Bereich. So eine Geschichte, die halt schwierig wird. Im Übrigen, wenn ihr momentan rotzen, ich habe ein wenig an Katar. Hat nichts mit Fußball zu tun. Katar sagt man zur Erkältung bei uns in Bayern, also keine Sorge. Nächste Weltmeisterschaft wird nicht in meinen Nebenhöhlen stattfinden. Auch schon deswegen, weil meine Nebenhöhlen nicht genügend Menschenrechtsverletzungen begangen haben und nicht genügend Schmiergeld bezahlt. Und wenn ich Rolex-Uhren rotzen würde, wäre das eine andere Sache. Aber zum anderen Thema, ja, ich glaube schon, dass diese Produktionsfirma definitiv ein Interesse daran hat, so viel Content über Rainer wie irgendwie möglich aus dem Internet rauszubringen, weil die haben ja vor, im großen Stil ein Spotlight auf das Thema zu werfen. Und nicht wenige von euch, auch ich, sind über solche Spotlights überhaupt ins Game gekommen. Man ist darauf aufmerksam geworden, dass da was passiert, und man ist ja meistens über diese mitleidsheischenden Dummdullis ins Game gekommen, wo man dann eine Berichterstattung hatte, irgendwas von, ob es jetzt Spiegel TV oder was weiß ich ist. Ja? Den ganzen Krampf, wo man sich dann auch am Anfang denkt, boah krass, was geht hier los im Internet hier, krass Cybermobbing, alles am Start, der arme Mo. Und dann, freilich sind ja mir alle auch nicht auf der Brennsuppen dahergeschoben, dann haben wir das halt mal bei Google eingegeben oder bei YouTube und haben uns dann ins Thema ein bisschen reingefuchst, wenn es uns interessiert hat, und dann sind wir irgendwann draufgekommen, das ist gar kein so oder armer Mo, sondern das ist halt vielleicht schon derjenige. Und
Ich glaube, das wollen diese Leute tunlichst vermeiden, weil natürlich, wenn man das an Netflix verkaufen will, verkauft sich das ziemlich schlecht, wenn du sagst hier, wenn die Netflix-Leute dann selber irgendwie bei Google reingehen und rausfinden, so, der ist ja gar nicht das arme Mobbing-Opfer so, sondern der hat ja folgende Dinge gemacht, gesagt, getan. Und mit so jemandem wollen wir uns eigentlich nicht in Verbindung bringen lassen, deswegen lassen wir das lieber und dann gibt keine Barne. Dementsprechend, meine Theorie ist auch, wie von vielen Leuten, diese Produktionsfirma versucht, so viel wie möglich reiner Content aus dem Internet rauszulöschen, um ihr eigenes Standing und ihre eigene Narrative vom armen Mobbing-Opfer wieder zu stärken und nicht, dass dann irgendjemand drauf kommt zu sagen, dass man vielleicht das irgendwie noch größer öffentlicher aufreißt. Also man sagt, hier, die stellen hier jemanden als Mobbing-Opfer dar, der eigentlich Täter ist und dass es dann nicht vielleicht dann doch den Shitstorm in die andere Richtung gibt. Ganz ehrlich, ich bin verwundert, dass gerade mein Kanal immer noch existiert. Ja, also ich habe Rainer in der Vergangenheit schon als ich weiß nicht was alles bezeichnet und da stehe ich auch dazu. Und ich habe mich schon praktisch darauf vorbereitet, dass ich mich hier so wie auf der Titanic neben Streichquartett hinsetze und warte, bis das Schiff untergeht. Allerdings glaube ich, dass auch das Schiff tatsächlich jetzt dann untergeht. Wenn nämlich konsequent die Reuploader und Restreamer weggemettelt werden, wird es schwieriger für die Content Creator Content zu machen. Gerade für Leute wie mich, irgendwelche Dullis, die sich dann einfach diese Re-Ups anschauen und darauf reagieren, wird es schwieriger. Und dadurch gibt es dann weniger Aufmerksamkeit fürs Game. Und wenn es weniger Aufmerksamkeit fürs Game gibt, wird das Game sterben. Und wenn dann nicht irgendwas wirklich Radikales passiert, wird das in der Bedeutungslosigkeit versinken, wenn tatsächlich wirklich jetzt eklatant vorgegangen wird gegen alle Re-Uploader, Restreamer, gegen Reactor auch oder generell gegen alles, was hier das Thema Drachenlord auf YouTube behandelt und nicht WBS oder dergleichen ist. Wenn das alles konsequent weggemettelt wird, was bleibt dann? Da bleibt doch nichts. Das ist ja das Brot und Butter für Rainer und für das Game ist dieser ewige Teufelskreis, in dem wir alle drin sind. Wir sind, ich ja auch, in diesem Strudel drin. Ja? Man regt sich auf über ihn, man sagt was dazu, er provoziert, man regt sich auf, man sagt was dazu, er provoziert und weiter geht's den Gully runter. Deswegen sind wir alle da, das macht uns ja auch ein bisschen Spaß. Ich meine, ihr kennt das alle in irgendwelchen Erlebnisbädern, wenn dann irgendwelche Wasserrutschen sind, wo dann neue Sachen sind, wo so in so einem Kreis dann irgendwann immer langsam auf so einen Ausguss zu und dann, ne? Irgendwo macht es ja auch Spaß. Aber wenn wir uns darüber aufregen, und auch wenn er ein Arschloch ist vor dem Herrn, aber wenn das wegbleibt, ja, dann ist doch da nichts. Dann ist er einfach nur noch ja, ein Dulli, der menschenverachtende Scheiße denkt und sagt, aber wenn die niemand mehr hört und wenn die im Internet keine Plattform mehr findet, dann wird da definitiv eher früher als später das Streichquartett aufhören zu spielen, sagen wir es mal so. Dementsprechend, ich weiß nicht, wenn jetzt hier wirklich so eine Großoffensive am Stissel ist und wirklich alle Leute mundtot gemacht werden, gerade auf YouTube, die sich mit dem Game beschäftigen und vor allem die Hater-Kanäle, dann glaube ich, ist es ein weiterer Fall, wie sich Rainer mal wieder selber ins Knie geschossen hat. Weil zum einen hat er den ganzen Bums
vollkommen unter Wert verkauft. Also wenn der tatsächlich plus 20.000 Öcken für den ganzen Schmarrn kriegt, ist lächerlich und erbärmlich. Also klassischer Rainer so. Der denkt halt ungefähr so weit, wie er rennen kann. Nee, der denkt sich halt, ja, Kohle heute, Fressi heute, Zukunftsrainer mir egal. Und das, sorry, wenn hier Störgeräusche sind, ich knall beim scheiß Headset permanent hier gegen, egal. Es könnte sein, dass das dem Game den Todesstoß versetzt, aber das versetzt natürlich dann auf der anderen Seite auch Rainers Möglichkeiten, seine Person irgendwie zu monetarisieren, einen Todesstoß. Das heißt, er kriegt dann einmal einen kurzen Peak an Einkommen. Wenn dann aber tatsächlich das Game zu Ende ist und keiner mehr einen Rattenarsch um Rainer gibt, dann gibt es auch keine Kohlen und keine Barren mehr. Und ich glaube, das hat Rainer inzwischen auch begriffen, denn coole Überleitung aufs nächste Thema. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe im Sommer dieses Jahres ein Video gemacht, wo ich ein kleines Skript geschrieben habe für das Intro darüber, dass Rainer kein Internetwichser mehr ist. Das muss ich jetzt zurücknehmen. Rainer ist offensichtlich wieder ein Internetwichser, beziehungsweise er ist offensichtlich ein Internetbläser, aber auch Wichser. Ich habe mir die Videos nicht angeschaut. Rainer hat einen neuen Pornhub-Kanal. So wie immer, wenn es ein wenig Start worden ist um ihn und er nicht gewusst hat, was er mit sich machen soll, dann versucht er irgendwie Pornhub als Dating-Plattform zu nutzen und bei der Gelegenheit nochmal irgendeinen Schmutz hochzuladen, um das Game wieder anzufeuern. Das ist so wie das ist so wie das Starterkabel fürs Game, wenn das dann mal zu sehr schleifen hat lassen. Wir kennen das alle. Rainer macht ja seine Internetpräsenz nur und ausschließlich, um gegen Mobbing zu kämpfen, auf die Missstände in der Gesellschaft aufmerksam zu machen. Ja. Rainer macht seine ganze Internetbums wegen die Kohlen, wegen die Barne. Und wenn genügend Barne da sind, dann gibt weniger Content, weil es sind ja Barne da, dann muss er nicht arbeiten. Arbeiten in großen Anführungsstrichen. Ich muss dazu sagen, ich vergesse immer, dass ihr das nicht seht, wenn ich meine Anführungsstrichen aber. Dementsprechend hat er jetzt auch gemerkt, weil der kriegt ja diese ganze, ich nenne es jetzt mal Netflix-Kohle, hat er jetzt nicht alles auf einmal gekriegt, sondern so 5000er Haarballen offensichtlich. Und mit 5000 Euro wissen alle, wie schnell Rainer dadurch brennt. Also 5000 Euro verbrennt Rainer sehr, sehr, sehr schnell. Weil der noch beschissener mit Geld umgehen kann wie unser einer. Also ich bin scheiße mit Geld umzugehen, gebe ich vollkommen zu. Aber sagen wir mal so, wenn es brennt, dann reiße ich mit zusammen und dann schaue irgendwie, dass das irgendwie läuft. Bei Rainer ist einfach, Geld kommt rein und das brennt ihm, ein Loch in die Hosentaschen und es fällt ihm unten beim Hosenbein wieder raus. Und das Problem daran ist natürlich, dass so 5000 Euro Batzen Geld, das wäre jetzt für uns eine Sache, wo du sagst, hey, komm, mit 5000 Euro, da bin ich in den nächsten, sagen wir mal, 2 Monaten bin ich damit safe. Und dann kümmere ich mich darum, schaue, dass ich diese 2 Monate vielleicht ein bisschen meinen Konsum runterschraube, ein bisschen sparsamer lebe und kümmere mich darum, dass ich finanziell wieder auf die Viers komme. Vielleicht nutze ich ein bisschen was davon, um das einzusetzen für was auch immer, einfach um meine Situation zu verbessern. Nicht so der gute Herr Wingel. Der gute Herr Wingel, der schmeißt nach, oh geil, ich habe jetzt 5000 Euro, das muss jetzt weg. Und dann naus damit. Und wenn es weg ist, dann kriege ich ja wieder irgendwie von der ARGE oder was weiß ich. Dementsprechend, glaube ich, Kohlen sind mal wieder knapp. Es geht auf Weihnachten zu. Weihnachten ist eher schwierige Phase immer im Game.
Da ist er besonders reizbar, kennen wir, weil alle Leute irgendwo Zeit mit Menschen verbringen, die ihnen was bedeuten und denen sie was bedeuten und ja, who am I shitting? Ja, wir wissen ja, bei Rainer ist beides nicht der Fall. Ja. Niemand mag ihn und er hat halt einfach niemanden. Diese Leere wird gestopft durch hirnlosen Konsum. Der hirnlose Konsum wird finanziert durch die Netflix-Kohlen, dementsprechend Netflix-Kohlen bald den Gulli runter. Ja, da wird sich dann irgendwie, keine Ahnung, für 100 Euro am Tag Zuckerschmutz beim Beck gekauft. Ja, ich weiß nicht, wie viel er denen Trinkgeld gibt, damit sie noch hier seine Privatpolizei spielen. Ist mir auch vollkommen wurscht. Auf jeden Fall brennt er die Kohle beim Fenstern aus. Und da er ja inzwischen Zeit auch gemerkt hat, okay, YouTube, das wird wohl nichts mehr werden mit dem Kanal. Odyssey zahlt nicht. Also da gibt es keine Barne. Auf allem anderen ist er irgendwie auch gesperrt. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit TikTok ausschaut, aber das wird so früh auch nicht abgeworfen haben, vor allem nicht, wenn es nicht neuen Content gibt. Neuen Content gibt es nicht, weil keine neuen Hater-Geschichten zu erzählen sind, weil die Schanze weg ist. Und der eine Bitch-Move mit, ich hock mich da am Pilgerweg auf die allseits bekannte Parkbank und warte, bis Hater vorbeikommen, um die dann anzupöbeln, um neuen Hate zu generieren. Der hat halt auch bloß einmal funktioniert, der Trick. Dementsprechend, ja, wird der Geldspeicher langsam leer. Und in einem leeren Geldspeicher schwimmt es nicht gut und deswegen müssen jetzt Alternativen her. Und deswegen hat Rainer jetzt wieder auf Pornhub Schissel hochgeladen. Wie gesagt, ich habe mir die Videos nicht angeschaut. Ich habe denselben Screenshot gesehen, den ihr alle gesehen habt, irgendwie bei Hank. Mich wundert es, dass er einen Drehpartner für die Scheiße gefunden hat. Wundert mich wirklich. Aber es ist offensichtlich ein Verzweiflungsmove. Also das ist jetzt die einzige Plattform, wo er sich vielleicht erhoffen kann, noch ein bisschen was zu verdienen. Aber sind wir jetzt mal ganz ehrlich, die Mitleidspackis schauen sich diesen Kampf nicht an. Mit Sicherheit nicht, wenn sie überhaupt mitkriegen, dass es den gibt. Und bei den Hatern sind es nur ganz, ganz, ganz wenige Hartgesottene. Ich schaue mir den Schmarrn nicht an. Die sich das geben, wenn er da irgendwie hier mit der Fünffinger-Armee in Hosenland einmarschiert oder wenn er da irgendjemandem die Nudel lutscht. Und da wird er auch keine Kohle mehr machen können. Das heißt im Endeffekt, die letzte Kohle, die er mit seiner Internetpräsenz tatsächlich jetzt noch aktuell machen kann, sind noch die paar Kröten, die da von dieser Netflix-Scheiße kommen. Wenn die Produktionsfirma dann versucht, sämtliche Hater-Kanäle mundtot zu machen und das vielleicht schafft, dann ist danach Feierabend. Dann ist Brückenlord angesagt. Und zwar sehr, sehr schnell. Noch vor Ende des Winters, würde ich mal sagen. Aber soweit hat er natürlich nicht gedacht, weil es ein Problem für Zukunftsrainer. Es hat das erste Mal geheißen, es kann ja mal Kohlen. Es ist alles zurückzuführen auf den größten Fehler, den er gemacht hat in den letzten paar Jahren, und das war Schanzenverkauf. Hätte der seine Schanze noch, das ist kein Luxusdomizil, braucht man nicht drehen, Schimmel in der Wand und sowas, wenn man sich das Heizen nicht leisten kann und für den Strom das Dreifache zahlt, jetzt gerade in der aktuellen Situation, wird es schwierig. Aber es sind 4 Wände der Dach über dem Kopf, so. Ja? Und das ist ein Ort, wo die Leute hingepilgert sind, um immer wieder zu verdeutlichen, wie schlimm dieser Hate ist. Da kann er dann immer wieder sagen, ja, hier sind jetzt wieder irgendwie die Scheiße bauen, Tor rumrütteln, bla 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 bla. Das findet alles nicht mehr statt. Deswegen ist der Barrenfluss weniger geworden. Und sobald diese Netflix-Schulen weg sind, ist da auch
da ist der Ofen zu. Und ich weiß, ich habe das Game schon mehrfach für tot erklärt. Aber ich sehe jetzt auch, deswegen kommen von mir auch nur noch sehr, sehr selten Videos. Ich sehe momentan nicht, wo es hingehen sollte. Ich sehe es nicht, wo es hingehen sollte. Wenn er unbedingt will, dass es alles aufhört, dann lassen wir es doch. Dann lassen wir es alles aufhören. Wir finden ein neues Hobby. Wir haben noch unser funktionierendes Leben und er wird dann unter der Brücke wohnen irgendwann. Weil das ist die einzige Alternative. Eigentlich ist nicht einmal das eine Alternative. Er macht es dann nicht mehr lang. Um sich in die Gesellschaft wieder eingliedern zu lassen, müsste er sich an gewisse Regeln halten. Wir wissen alle, an diese Regeln wird er sich niemals halten. Er wird sich niemals einen anständigen Job suchen. Der wird sich niemals irgendwie an Regeln halten, die jetzt in irgendeiner Obdachlosenunterkunft herrschen. Oder wenn er dann in so Sozialwohnung ein Zimmer kriegt oder sowas. Da gibt es auch Regeln, die da herrschen, auch wenn die jetzt sehr, sehr, sehr mild noch sind. Ja. Aber das wird er nicht schaffen, weil er es nicht auf die Kette kriegt, wenn ihm jemand, der mehr auf dem Kasten hat, wie er sagt, hey, lass das oder tu das, dass er dann sagt, okay, der ist vielleicht schlauer wie ich, weil ich hageldumm bin. Der wird schon recht haben und ich mache das jetzt. Ja? Sondern da kommt immer der kleine Trotzkopf wieder raus und sagt dann, na, und gerade weil du es mir gesagt hast und mit Fleiß mache ich es jetzt nicht. Und dann fliegt er überall raus und dann landet er unter der Brücke und auch da fliegt er raus, weil auch da ist er nicht der Einzige, der unter der Brücke wohnt, sondern da leben ein Haufen andere auch. Und wenn er sich da nicht an die Regeln hält, und die sind noch ein bisschen harscher als überall anders, dann hurra die Gams. Ja. Dementsprechend auch diese Pornophase wird sich dann dementsprechend bald erledigt haben. Der wird bald alles versilbern müssen, was er noch hat. Und wenn das weg ist, dann geht es unter die Brücke. Und dann nächstes Jahr um die Jahreszeit gibt es einen neuen Pilgerort auf dem Friedhof in Emskirchen. So. Machen wir Porno. Guck mal. Ja. Höchstwahrscheinlich über Pornhub hat er irgendwie ein neues Bärchen kennengelernt vor kurzem. Ich schneide jetzt bloß kurz an, weil das ist im Endeffekt auch keine News mehr wert. Das ist derselbe Krampf wie vorher. Ja, er lernt es einfach nicht. Er meint dann immer wieder, das sind irgendwelche echten Menschen, die tatsächlich der Meinung sind, dass er ja gar nicht so scheiße ausschaut, dass und in seinem Profil, in irgendeinem Pornoprofil, da hat er irgendwie angegeben, er wiegt 200 Pfund, also irgendwie 91 Kilo, ist ein Witz. Aber entweder war er zu blöd, dass er das irgendwie auf Kilo umstellt, oder ich weiß, oder hat er gelogen. Vollkommen wurscht. Mit dem Gesichtskrapfen Profilbild, das er sich daneben hingestellt hat, das ungefähr die Qualität hat hier von dem Döner-Dulli-Kopf, den ich euch da immer schön einblende. Finden dieses sowieso schnell raus, dass der Quiz nicht 91 Kilo wiegt. Also entweder wiegt er nicht 91 Kilo oder er ist, keine Ahnung, 93 Zentimeter groß. So. Genau, neues Bärchen. Es sind die üblichen widerlichen Geschichten. Innerhalb kürzester Zeit geht's auf hier seine sexuellen Präferenzen und ob sie nicht mit ihm in Urlaub fahren will und da übergriffig und widerlich. Wir kennen das. Genau. Dann, ja, mein großes Projekt, was ich euch angekündigt habe im Sommer. Mit einem anderen Reactor. Ihr werdet es wahrscheinlich befürchtet haben, wird nicht mehr stattfinden. Dieser liebe Freund von mir, mit dem ich das gemacht habe, wir wollten da die Cola-Bärchen-Leaks bearbeiten. Wir haben da auch die Cola-Bärchen-Leaks bearbeitet, also zu einem sehr großen Teil. Wir haben da knapp 30 Stunden Material gehabt. Das sollte abwechselnd auf unserer beider Kanäle erscheinen. Ja,
aufgrund von hurensohnhaftiger Leakerei und damit einhergehender Probleme für diesen Freund von mir hat der sich komplett aus dem Game zurückgezogen. Und dementsprechend werden diese 30 Stunden, die wir da Arbeit reingesteckt haben in die ganze Kiste, nicht veröffentlicht werden. Da könnt ihr euch dann bei den ganzen Bastarden bedanken, die im Game Leute leaken und anschwärzen und ja. Sehr schade. Das war geiler Content. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu machen. Ja. Was gibt's noch? Ansonsten gibt's nicht viel. Ich schaue mir in letzter Zeit irgendwie andere Games an als Zuschauer. Da werde ich nicht aktiv werden, aber wer Ablenkung will, wenn es im reiner Game langweilig wird, der schauen beim Jutnerzo aus Weimar. Er macht was über eine gewisse Berliner Flussfrau, um jetzt den Namen nicht original zu nennen. Das sind sehr unterhaltsame Geschichten und die fährt auch ihr Leben mit Gewalt gegen die Wand. Die ist meiner Meinung nach sogar noch schlimmer als Rainer, weil die hat die charakterliche Widerlichkeit von Rainer, ist aber nicht ganz so hageldumm und das macht sie ein bisschen gefährlicher. Wie gesagt, Deppen im Internet gibt's allerlei und reichlich. Da sollte es uns nicht langweilig werden, auch wenn das Game dann irgendwann zu Ende geht. Wie gesagt, wenn das Game offiziell komplett zu Ende ist, weiß ich nicht, was ich mit dem Kanal mache. Ich würde schon gern weiter was auf YouTube oder auf Social Media machen. Eigentlich nur auf YouTube, weil die ganzen anderen Social Media Sachen, die gehen mir heftigst auf den Sack. Ja, für TikTok bin ich zu alt und die ganze Instagram-Scheiße, die ist mir einfach zu blöd. Und Twitter ist ein toxischer Haufen Scheiße. Dementsprechend, bleibt mir nicht früh. Allerdings habe ich die letzten Monate natürlich auch mitgekriegt, was auch in dieser Community falsch läuft. Und dementsprechend, weiß nicht, ich glaube, wenn ich nach Ende des Games YouTube mache, dann an einem ganz normalen anderen Kanal und dann absolut losgelöst von Game-Themen. Und wäre zwar schade, jetzt hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil mein Kanal ist jetzt fast genau ein Jahr alt. Das hat mir jetzt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das letzte Jahr, den Großteil des letzten Jahres, sagen wir es mal so. Die letzten 2 Monate waren immer so geil. Aber äußerter End. Die Wurst hat 2. Und in diesem Sinne, tut nichts, was Rainer macht, vor allem. Keine Ahnung. Es sei denn, ihr habt richtig, richtig Bock drauf und ihr könnt damit euren Lebensunterhalt verdienen. Lutscht nicht im Internet irgendwelchen Leuten in den Schwanz. Wie gesagt, wenn es euch bockt, aber ich würde davon abraten. Und dann wünsche ich euch noch was. Schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil ich glaube, wenn jetzt nichts Eklatantes passiert, dann hören wir uns dieses Jahr nimmer. Wünsche ich euch gute Weihnachten, schöne Feiertag, einen guten Rutsch ins neue Jahr, viel Gesundheit für euch und eure Familie und eure Haustiere und alle Leute, die euch wichtig sind. Und Metal off.